Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Filmlife. Heute steht ein neuer Knüller von Ridley Scott dabei. Und zwar The House of Gucci. Aber wie haben das Familiendrama Lohai so umgesagt krut? Ja, meine Meinung dazu, die seht ihr Lohai bei Filmlife. Also ich wollte schon mal so vielmals merci für die viele Feedback, den ich gut. Mich mal wirklich Spaß, auch eher Meinung zum Film können zu lesen. Und auch, was Verbesserungsvorschläge für die Videos da sind, sie meine Ohren immer ab. Lust mich ruhig gerne wissen. Das ist wirklich kein Thema. So, aber okay, kommen wir aber mal zu The House of Gucci. Der Regisseur Ridley Scott hat sich, kann ich sagen, an der Last mal mehr und mal Männer belebt gemacht. Ich meine, das Rezenz, was den aus dem Kopf tun als Alien Covenant, den nicht so gut wäsch kommt. Ridley Scott ist halt so eng Sache. Es sind, ja, wie soll ich sagen, es sind nicht der größte Fan von ihm. Obwohl verschiedene von seinen Filmen ich absolut feiern. Selbst wie Blade Runner, großartig. Der Marsianer war auch mega gut. Aber, ja, natürlich auch den Asian Alien dürfen natürlich nicht erst echt losgehen. Mit dem Mann hört so seng Hechten an seng Dave kenne so. An dat gesei den Orlo ganz gut bei der House of Gucci. Völlig lo immer da so, der Film wie grotte schlecht gewircht? Nee, absolut ganz gut nicht. Der Film war alles ernst, das wie schlecht. War keine so ein solid. Der war gut. Mir hat halt divers Punkte, die aber ein bisschen steuern. Und ja, die gänge ich erst noch abziehen. Und ich ging so an den allergrößten Problem, den er hat, als Pacing. Pacing aus fand ich ganz schwierig an dem Film, weil ich ein bisschen Depression in dem Film weiß nicht, ob warten sich von der Geschichte will konzentrieren. Beispiel, was man da ein bisschen an den Kopf kennt, als ja, ich weiß auch nicht, ob ich genau da vergleichen kann, weil ich dann nicht mehr von Martin Scorsese eben The Wolf of Wall Street. Du haben wir halt hier auch, sagen wir mal, eine reale Geschichte, also basierend auf einer realen Geschichte, und du ist sich mehr konzentriert gehen auf einen Aspekt von der Geschichte. Der Anfang war mir kurz gehalten, der Schluss war mir kurz gehalten, aber so den mittelsten Teil der Thema bei The Wolf of Wall Street, eben mit der großen Steuerhinterziehung, das war viel mehr groß. Und das ist ein bisschen, was hier bei der House of Gucci ein bisschen fehlt. Für das um grundlegend zusammenzufassen, geht es hier hauptsächlich um den Maurizio Gucci und Patrizia Reggiani. Ja, so. Es geht hier Beziehung an ihre Mariage an wie es ist, an so ein Haus von Gucci heranzukommen. Der Maurizio kennt seine Familie schon ein bisschen mehr länger, mit Patrizia eben nicht. Also mal so, das Ganze hat nicht gerade die besten Familienverhältnisse. Darum geht das Ganze dann eben noch. Eben die ganze Geschichte, wie sie am Hintergrund lebt, Verträge, mit Machtgerechter, und wie mit der Macht soll weitergehen, weil der Macht geht es nicht so gut. Und dann auch, wie kann er darüber beteiligt sein und der Macht, wie den anderen Macht scheinbar aus dem Dreck rausziehen, den anderen geheizer Mann Dreck ran und schon wieder das Mikro geschlagen. Ich hoffe nicht, hey, den nicht. Darum geht es halt ganz einfach. Und das ist halt eine recht komplexe Geschichte. Und hier wäre es am Mengen auch gut gewesen, wenn man sich wirklich auf einen Aspekt konzentriert hat. Wir gehen hier, der Film dauert 2 Stunden, 2,5 Stunden. Wir gehen relativ verhältnismäßig großen Deal gewusst, wie sie sich kennengelernt haben zusammen, wie hat an die Familie rackend. Da geht es darum, so, wie sie mit der Macht zu die kriegen, wie sich selber daran etablieren. Und dann natürlich der ganze Werdegang für Leute, die die Geschichte schon ein bisschen kennen, für die ist das nicht Neues. Das Problem ist am Mengen an, wir fokussieren uns zu viel auf Sachen, die am Endeffekt dann nicht so wichtig sind. Hier hat die vielleicht Ähnlichkeit wie bei The Wolf of Wall Street so, wir haben den Anfang klein, haben den Schluss vielleicht klein und erklären einfach nicht, wie sie die Macht probiert und sie überholen. Ich verstehe natürlich auch, dass sie sich viel Zeit gelassen mit der Beziehung zwischen den zwei, weil das auch ein enorm wichtiger Aspekt ist. Dann hat er sich auch keine komplett darauf konzentriert. Er wäre auch komplett valid gewesen, wäre ich absolut mal da verstanden gewesen. Aber dafür, dass man immer nicht so Bruchstecker quasi kriegen und heinz du Szenewürzeln haben, die nicht immer so ganz nachvollziehbar sind, wirkt das ganz einfach, trotz dass es 2,5 Stunden dauert, wie wenn nicht viel erzählt wird. Und das ist eben mein größtes Problem am Film. Du hast für mich zum Beispiel Martin Scorsese ein bisschen besser die Hand dafür, für die richtigen Szenen herauszusichern, die richtigen Punkte herauszusichern.
de Ridley Scott huet eben halt so seg Schwächten. Du wennt der sinnnech auch net grad de gréste Ridley Scott-Fan. Dat kling de lo so vernichtend, mir dat soll ganz net sinn, weil de Cast de Marion ass den absolute Wahnsinn mé hun hai. Lady Gaga, den Adam Driver, Jared Leto an Al Pacino. An dat ze awer weg Schauspieler, die sech kënne weise lose. Anch ging so schon jideré von denen wie sech absolut ze schätzen. Es sind e riesige Fan vom Adam Driver. An besonnech, well mal lo heire man Sänger wie soll ich so an enger eng Bezeungsdrama sinn, wie sinn aus dem Netflix-Film Marriage Story wéi gut dat kann sinn. Und du wenn das bist schu, dass der Teil bisssen ënnergegangen ass. Der Nummer halt Lady Gaga wat jo schon bei A Star is Born gewissen huet, dat sind einfach Schauspielere kann du run war absolut kein Zweifel am Mengen haben. An dat spielt ha eng Rolle, du kenn de bei Mengen dat wir op live geschneidert. Also eng italienisch Stiwer zu spielen. Et huet jo schließlich die italienische Originen vun do hier kann et dat wahrscheinlich gut umsetzen. An wen doch gesinn huet huet dat also die Nummer huet op 0 op de Kap getroffen. Du kenn dich mal kein andere vier Stellen, den dat vielleicht hat besser kennt man. Dann nummer ein Jared Leto noch zum Beispiel den wann ihn net wees dass den ass kennt ihr vielleicht Mengen wie net dabei. Hier spielt den Bruder von Maurizio, Paolo. Ja, es weselo net so wie soll ich so. Es weselo net wei dat akkurat ass wie die Charaktere sinn, mir schon so zwei Seiten. Also entweder war de Paolo ganz luschen oder an Jared Leto overact bisssen. Prinzipiell huet den awer ja für allem en erhaltsam gespielt. Me wann den Charakter aber wirklich so bizarr war, dann ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Person soll wirklich gewirrscht sind, mir das eng ja hinner so bisschen de Punkt am Film, wo ihr wees Loget denkt ze lachen. Aber meistens op unfreiwilliger Seite. Und dann hummer ha den Al Pacino, den jo och de jo schon mal Martin Scorsese auch genug zu den hat, a wann net so italienisch entre Mafia-Geschichte soll goen. De Big Boss an der italienischer Familie, ja, den Al Pacino, das Troll von seinem Leben, den hört die nach immer gespielt, an die kann die auch nach immer spielen. Er kann nach immer der große Macker an der italienischer Familie spielen. Hen aus der größte Oberhaupt am Film. Und zwar kein geringeren wie den Aldo Gucci an. Ja, also um Al Pacino englisch gibt es nicht viel zu sagen und dem Mann gibt nicht viel zu zweifeln, weil wenn der selbst die Spiele kriegt, da spielt er darauf. Ich spiele das souverän, als seriös an. Perfekt, einfach perfekt. Und das ist der Punkt, wo ich so das rettet den Film komplett. Wenn der Film nicht so ein großer Cast, so gute Cast gehabt hat, da wir den wahrscheinlich ziemlich an dem Radar gelaufen. Mir trotzdem jeder den so eine Art von Film, wenn ich das so kann, so ein real Geschichte, so ein so Familiendrama will gucken gehen, da kann ich in der Haus auf Gucci wirklich gucken gehen. Das ist ja nicht, dass ich sich während den 2,5 Stunden langweilt, das sehe ich halt schüss zum Schluss. Ich hab mir vielleicht Sachen gewünscht, die mehr fokussiert gewesen. Voilà, genau. Und du weißt, unter dem Strich, für mich ein erhaltsamer Film. Nicht das Beste, was ich von Ridley Scott gesehen habe, aber auch bei weitem nicht das Schlechteste. Also guck dir ruhig gerne an. Und dann, die lebt ja wahrscheinlich eine Zeit schon am Kino. Und dann ging es so, da sehen wir uns an der nächsten Episode Film lebt drin. Und denkt dran, wie immer, abonnieren, kommentiert, wann euch der Film gefallen hat, wen euch gefallen hat. Das ging mich mal gerne interessieren. Und dann liken, dealen, der kennt das alles. Ja? So, alle, es gesagt in sich. Tschüss! It was a name that sounded so sweet, so seductive. Synonymous with worth, style, power. But that name was a curse too. I've been a Gucci all my life. Your name is in the history books. Paolo, you are Gucci, you need to dress the part. It's chic. Gucci needs new blood. It's time to take out the trash. They're my family. So am I. You
picked a real firecracker. She's a handful. Bravo. What I find is pleasing and love is so confusing. There's a peace of mind. If I fear I'm losing you, it's just no good. You cheat like a devil. I don't consider myself to be a particularly ethical person, but I am fair. Can you keep a secret? Father, son, and house of Gucci.